Hallo, herzlich willkommen zu unserem großen Konzert hier in der Philharmonie Luxemburg mit Live-Audience und natürlich mit vielen, vielen hundert, vielleicht Millionen Schülerinnen und Schülern in der Schule. Mein Gott, habt ihr Glück gehabt. Der Unterricht in der nächsten Stunde fällt aus. Dafür bekommt ihr ein Konzert, eine Abenteuergeschichte, tolle Musik, gespielt von dem wunderbaren Orchester hinter mir. Und das wollen wir jetzt natürlich erstmal begrüßen. Hier live im Saal, aber auch in der Schule. Möglichst laut mitklatschen und jubeln und vielleicht sogar pfeifen, denn ich habe hier 2 Geräte in meiner Jacke, die werden das Ganze telepathisch mitbekommen und aufzeichnen, sodass wir es gleich noch hören können. Also, gebt alles für das Orchestre Philharmonique du Luxembourg! Hier klingt es schon mal fantastisch. Mal gucken, was in der Schule so an Applaus zusammenkommt. Achtung, ich hole die Geräte. Tolle Erfindung, diese telepathischen Applausdinger, das ist super. Die lasse ich auch manchmal klatschen, wenn ich es morgens dann rechtzeitig ins Bad geschafft habe und so. Das ist sehr motivierend, so für den Rest des Tages. Gute Ideen muss man haben, so wie der Komponist Camille Saint-Saëns. Er hat sehr früh damit angefangen. Mit 3 Jahren konnte er schon lesen. Wer von euch kann schon lesen? Oh, schon 2? Die anderen üben noch. Nee, doch. Einige mehr. Okay, alles klar. Mit 6 Jahren hat er bereits Musik komponiert und mit 11 Jahren sein erstes großes Konzert gegeben. Ganz besonders berühmt wurde Camille Saint-Saëns durch den Karneval der Tiere. Das ist eine zoologische Fantasie, also es kommen viele Tiere darin vor, mit ganz viel Fantasie. Die hat er geschrieben für eine Faschingsveranstaltung bei einem Kumpel. Und da war der Fantasie tatsächlich keine Grenze gesetzt, denn auf einmal hat er ein paar Komponisten-Kollegen veräppelt. Da sind ganz viele Witze und Scherze versteckt, musikalisch. Zum Beispiel bei den Geigen. Die gackern plötzlich wie die Hühner und Hähne und das Ganze erinnert an die Musik von Jean-Philippe Rameau. Oder habt ihr schon die Elefantenohren entdeckt? Ja? Julie hat sie schon aufgesetzt, denn am Kontrabass, da erleben wir den Elefanten und das Ganze erinnert ein bisschen an den Teufelswalzer von Hector Berlioz. Außerdem wird unser Piano-Duo hier vorne gequält mit den Fingerübungen von Carl Czerny. Üben ist ja manchmal anstrengend und die spielen dann. Oh, das muss man ganz lange machen, damit die Finger dann ganz schnell spielen können. Werden wir gleich erleben. Und es gibt den fetzigen Cancan von Jacques Offenbach. Das ist. Ne? Und der ist in dem Stück allerdings plötzlich schildkrötenlangsam. Auch das werdet ihr erleben. Wir haben mit Fantasie eine ganz neue Geschichte geschrieben, die in Afrika spielt. Und können Sie euch jetzt präsentieren, wenn 3 wichtige Menschen noch auf die Bühne kommen. Wir haben nämlich 2 Sitzplätze reserviert und einen Stehplatz. Und das sind sie. Mit einem tosenden Applaus begrüßt ihr sie bitte. Gülru Ensari, Herbert Schuch und Moritz Gnann. Wir sind vollzählig, es kann losgehen. Hier ist er, der Karneval der Tiere, ein Reiseabenteuer von Afrika bis Europa. Kia ist die schnellste Gazelle weit und breit. 5 Kilometer Schulweg schafft sie normalerweise entspannt in weniger als 10 Minuten. Heute läuft alles schief. Sie kommt fast zu spät zum Unterricht. Nur noch beim großen Affenbrotbaum links und schließlich Vollbremsung auf dem sandigen Schulhof. In einer riesigen Staubwolke hört man leises Hüsteln. Das muss ihre Freundin, die Giraffe Nabulungi, sein.
Guten Morgen, Dakia. Wozu hab ich mir Wirbel für Wirbel den Hals gewaschen? Aber gut, ich dachte schon, du hast verschlafen. Das nicht, aber wir haben eine neue Haushälterin, Isabella, ein Faultier. Die hat unserem Untermieter, dem Riesen Tausendfüßler, erstmal alle Schuhe geputzt, bis sie das Frühstück vorbereitet hat. Aber ich muss dir unbedingt was ganz anderes erzählen. Raus mit der Sprache. Da merken sie, dass Bobo der Hornrabe mal wieder lauscht, sich aber sofort wie zufällig abwendet und in die nächste Ecke des Schulhofs zu den Erdmännchen fliegt. Die bestellen bei Bobo nämlich regelmäßig für ein bisschen Taschengeld die Lösungen der Mathe-Hausaufgaben. Ein ganz normaler Tag an der afrikanischen Tierschule in der Stadt Bulawayo im Land Simbabwe. Alle schnattern, piepsen, gackern, muhen, grunzen und brüllen durcheinander. Richtig neugierig hast du mich gemacht. Was willst du mir denn nun sagen? Fragt Nabulungi mitten im Getümmel ihre Freundin. Also, in Paris, da gibt es einen setzt Dakia an, doch schon tönt es. Nicht so laut hier! Schuldirektor Dr. Warthog, ein Warzenschwein, bekommt vor lauter Brüllen einen roten Kopf. Wie immer als Letzte trödelt nun Leopardenschildkröte Sarabi auf den Hof. Sie ist schon seit Stunden unterwegs. Dabei ist ihre Familie extra in das Blätterhaus direkt neben der Schule gezogen, damit sie es morgens näher hat. Na, wieder mal verlaufen? Fragt Bobo. Nein, ich war noch jagen, so wie sich das für uns Leoparden gehört, versucht sich Sarabi zu erklären. Uns Leoparden, denkt Bobo und verdreht genervt die Augen. Mein Gott, die checkt's einfach nicht. Schildkröte bleibt Schildkröte, egal welches Muster der Panzer hat. Nun hat wie jeden Morgen das Lehrerorchester die Instrumente gestimmt. 2 verliebte Vertretungslehrer, Gülrü und Herbert, greifen in die Tasten, aufgeregt schnell. Professor Dr. Moritz Gnann, Lehrer für Sport und Handarbeit, hebt die Arme. Hausmeister Löwe hisst stolz die Schulflagge gen Himmel. Immer ein bisschen zu langsam und immer mit ein bisschen zu viel würdevollem Löwengehabe. Was für ein fantastisches Kollegium. Hausmeister Löwe brüllt zufrieden und nun betritt die gesamte Tierkinderhorde das Klassenzimmer. Während die Erstklässler noch unsicher ihre Plätze suchen, wissen die Tienhühner schon ganz genau, wo sie sitzen wollen. Hinten am Fenster.
In der Deckung zweier Nilpferde lässt es sich viel entspannter rumgackern. Neuerdings nennen sich die Hühner und Junghähne Pool and the Gang. Die Jungs haben vor ein paar Wochen Kammgel für sich entdeckt, für mehr Halt und Glanz auf ihren Köpfchen. Die Hennen sind schwer beeindruckt, lassen sich aber nichts anmerken. »Weg von den Chefplätzen, ihr Hosenscheißer«, herrscht einer der Hähne die Erstklässler an und ein junges Nilpferd setzt sich vor Schreck auf ein Ei, das eine der Hennen kurz zuvor versehentlich verloren hatte. Ihre Freundinnen trauen ihren Augen nicht. »Wie? Du legst schon Eier? Das geht keinem was an!« »Ruhe!« ruft der Lehrer Herr Kudo. »Wir wollen anfangen. Es gibt genug Platz für alle.« Aber Pool and the Gang sind erstmal nur mit sich selbst beschäftigt. Die übermotivierten Kampfhähnchen streiten sich, wer nun neben welchem Huhn sitzen darf. Da endlich alle sitzen, beginnt Herr Kudo mit dem Unterricht. Unser Thema heute ist die richtige Tarnung im Tierreich. Vielleicht möchte uns unser Chamäleon ja dazu etwas... Makeda, wo bist du? Leider ist Makeda ein ausgesprochen schüchternes Chamäleon und tarnt sich vor lauter Nervosität vom ersten Klingeln der Schulglocke bis zur großen Pause. Und danach sofort wieder, bis die Schule aus ist. Ihre Noten in Mitarbeit sind deshalb stets unterirdisch. Seufzend setzt Herr Kudo zu seinem Vortrag über Tarnung und Verkleidung an. Dakia nutzt den Moment und schreibt heimlich unterm Tisch eine Nachricht für Nabulungi. »Hallo Nabulungi, hast du schon vom geheimen Karneval der Tiere in Paris gehört? Kreuze an, ja, nein, weiß nicht. In ein paar Tagen ist es wieder soweit. Und ich habe eine Tante in Nizza. Wenn wir da hinkommen, bringt sie uns bestimmt nach Paris. Immerhin ist sie ein berühmter Riesenschwan und kennt sich aus in der Welt. Viele Grüße und schreib unbedingt zurück.« Dakia stupst die Leopardenschildkröte Sarabi an, die die Nachricht an Nabulungi weitergeben soll. Natürlich. Wenn es um unauffälliges Anschleichen geht, dann sind wieder wir Raubkatzen gefordert, sagt Sarabi ein bisschen zu laut und marschiert mit ihren knacksenden Schildkrötengelenken wie in Zeitlupe drauf los, was Herr Kudo natürlich sofort bemerkt. »Sarabi, ich wusste nicht, dass heute Wandertag ist. Was kannst du denn zum Thema Tarnung beitragen, Nabulungi nutzt diese Gelegenheit und schnappt sich schnell den Zettel. Da ertönt auch schon der erste Pausengong und alle gehen in Deckung. Denn wie in jeder großen Pause wollen die Wildesel die Ersten auf dem Hof sein und stürmen sofort nach draußen. Wer sich ihnen in den Weg stellt, den können danach nur die Spechte wieder aus dem Erdboden klopfen. Die Wildesel haben sich wie in jeder Pause als Erste das Fußballfeld erobert und wollen jetzt für ihre Sprint- und Dribbelkünste bewundert werden. Aber heute gucken Dakia und Nabulungi nur halbherzig hin, als sie von etwas weiter unten hören: Hey, hey, ihr da oben. »Was ist los, Sarabi?« fragt Dakia.
Nicht, dass ich den Zettel gelesen hätte, aber das mit dem Karneval in Paris, das habe ich auch schon mal gehört. Also, falls das auf eurem Zettel gestanden haben sollte, den ich ja, wie gesagt, nicht gelesen habe. Das war auch viel zu klein geschrieben, gerade weiter unten. Klaro, nicht gelesen. Und jetzt? Fragt Nabulungi. Na, wenn wir da pünktlich ankommen wollen, müssen wir sofort aufbrechen. Seid froh, dass ihr mit mir eine Leopardin dabei habt, die euch Sicherheit bietet. Der war gut, meint Bobo im Vorbeiflug. Ganz schön vorlaut für jemanden, der noch nie eine Giraffe von oben gesehen hat. Und doch ziehen sie gemeinsam los. Kurz darauf kommen Dakia erste Zweifel. Du, Sarabi, meinst du wirklich, es ist eine gute Idee, wenn du mitkommst? Natürlich! Ich würde es mir nie verzeihen, wenn euch irgendwas passiert. Immerhin bin ich das einzige Raubtier in der Gruppe. Jetzt reicht es dem Hornraben. Pass mal auf, ich mag dich. Du bist entschlossen, du glaubst an dich, aber du bist viel zu langsam. Hör mal, in mir ruht die Kraft einer Leopardenschildkröte. Und ich entscheide selbst, was ich langsam finde. Du nervöser Flatterheini. Was? Flatterheini? Das ist ja wohl... Also mit so einem dünnen Nervenkostüm ist auch noch keiner zum Karneval gegangen. Ich kenne etwas, das wird dir gut tun. Tanz mir einfach nach. Mit dem rechten Bein geht es los. Ich war einmal in Luxemburg in der Philharmonie und da sind auf einmal 100 Menschen gleichzeitig aufgestanden. 100 Menschen gleichzeitig und da sind auf einmal 87 Menschen, 95 Menschen, 98 Menschen gleichzeitig aufgestanden. Nur 2, die wollten einfach sitzen bleiben und das genießen. Und das fand ich total okay. In der Ruhe liegt die Kraft der Leopardenschildkröte. Was ihr jetzt spürt, ist die Kraft der Leopardenschildkröte. Das Ganze hat mir meine Tante beigebracht, allerdings telefonisch, denn seit 100 Jahren will sie uns besuchen, aber leider vergisst sie immer wieder, rechtzeitig von Bord ihres Schiffes zu gehen. Sie muss ja früher losgehen. Vermutlich ist sie bis heute darauf unterwegs. Ein Schiff. Ein Schiff ist genau das, was wir brauchen, stellt Dakia fest. Auf einmal hört sie zwischen den Bäumen einige Äste knacken.
Müsst ihr nicht in der Schule sein? fragt ein großer grauer Elefant. Naja, was heißt müssen? Was muss man schon? Na gut, manchmal muss ich auch, meistens nach dem Frühstück, aber das geht fremde Leute echt nichts an. Ja, also wir haben heute früher frei, weil heute hat der... Ja, ich höre. Weil was? Weil heute Weltleopardentag ist. Und den dürfen meine Freunde mit mir feiern. Ach was. Und da rennt ihr durch den Nationalpark? Wir müssen zum Schiff. Wir wollen nach Doch da hält ihr Bobo mit seinem Schnabel schon den Mund zu. Wir wollen nach Papier suchen, fällt Nabulungi schnell ein und zischt in Richtung Sarabi. Der Karneval der Tiere in Paris ist doch geheim. Sarabi will ihren kleinen Patzer wieder gut machen. Wir brauchen das Papier für die Leopardengedichte zum Weltleopardentag. Stundenlang rennt stets der Leo und nie versagt dabei sein Deo. Im Lauf senkt sich des Leos Ballen, mal mit und auch mal ohne Krallen. Wenn ich als Leo manchmal gähne, sagt jeder, was für hübsche Zähne. Insgesamt sind es übrigens 400 Verse. Ich kann gern eben schnell den Rest. Lieber nicht. Es wird langsam dunkel. Wenn ihr weiter Richtung Schiff lauft, müsst ihr immer da hinten lang. Und im Dunkeln muss man... Jetzt redet er schon wieder vom Müssen, also gleich muss ich wirklich mal. Was muss man sein, wenn es dunkel wird? Soll das ein Rätsel werden? Müde? Falsch. Man muss natürlich laut sein. Dann ist man viel mutiger. Aber psst, das ist ein altes Elefantengeheimnis. Dakia hat eine Idee. Wie wär's? Sie begleiten uns und sind immer schön laut und wir laufen einfach hinterher. Oh nein, ihr seid die ersten Kinder, die mich siezen. Ich muss furchtbar alt aussehen. Nabulungi lächelt aufmunternd. Ach, die paar Falten. Aber ihr Grau ist irgendwie jugendlich frisch. Na dann los. Aber immer schön in meiner Nähe bleiben, meint der Elefant und begleitet die Kinder mit sicheren Schritten durch die Nacht bis zum Morgengrauen. So, da wären wir. Willkommen am Hafen. Das Schiff legt gleich ab und ich lege mich jetzt lieber hin. Ausruhen nach der langen Nachtschicht. Euch viel Glück und gute Reise. Vielen Dank. Und du hattest recht. Laut sein im Dunkeln macht mutig. Psst, altes Elefantengeheimnis. Nabulungi senkt langsam ihren Kopf und Sarabi, die auf ihrer Giraffenfreundin ein kleines Nickerchen gemacht hatte, rutscht den langen Hals herunter. Hoppala.
Das ist es. Das ist das Schiff meiner Tante. Bist du sicher? Natürlich. Fenster, Schornstein, Ankerkette. Das muss es sein. Oh, bis eben dachte ich, du hättest wirklich Grips unterm Panzer. Hört auf zu diskutieren, wir müssen uns beeilen, auf das Schiff zu kommen, drängt Dakia. Und zwar unauffällig und einzeln. Wir verstecken uns hier und springen Container für Container immer näher zur Ladeluke. Dakia hat recht. Wir spielen jetzt alle mal Kängurus. Auch die Leoparden unter uns. Ja, die Sprungkraft des Leoparden ist im Vergleich... Quatsch nicht, spring! Und so verstecken sie sich hinter verschiedenen Containern und immer wenn die Luft rein ist, hüpfen sie wie kleine Kängurus einzeln einen Container weiter und nähern sich dem Schiff. Das Schiff legt ab. Die weiße Gischt schlägt gegen den Schiffsbug. Das Kommando Karneval in Paris ist vollzählig an Bord. Die Luft schmeckt salzig, während der Frachter gemächlich durch die Wellen zieht. Sarabi, wo ist denn jetzt deine Tante, will Dakia wissen. Ich sehe hier keinen einzigen Passagier, sondern nur Frachtcontainer. Und bei der Schiffscrew habe ich auch noch keine Schildkröte entdeckt. Entweder deine Tante hat sich hier versteckt oder es gibt sie gar nicht. Aber sie muss hier irgendwo sein. Naja, wir haben ja noch 12 Wochen Zeit, sie zu finden. So lange dauert die Fahrt von hier bis Europa. Was? 12 Wochen? Wenn wir 12 Wochen brauchen, dann ist der Karneval längst vorbei. Ich denke gerade darüber nach, was ein kluger, schneller, wendiger Leopard in dieser Situation tun würde. Dakia guckt die Leopardenschildkröte erwartungsvoll an. Und? Was würde er tun? Keine Ahnung, deswegen denke ich ja gerade darüber nach. Oh Mann, die Kröte macht mich wahnsinnig, rollt Bobo mit den Augen. Die 4 Abenteurer gucken bedröppelt auf das Wasser, von wo man auf einmal hört: Hä? Leck die Flosse, das glaubt mir keiner, Mann. Frau Dr. Blubber hatte recht, Giraffen gibt's wirklich. Nicht bewegen, ich hole schnell die anderen. Ein Schwertwal-Teenager hatte vom Wasser aus Nabulungis langen Hals entdeckt und taucht gleich wieder ab. Dakia hat eine Idee. Wisst ihr was? Ich weiß nur, dass ich jetzt gerade eine merkwürdige Sehenswürdigkeit bin. Meine Damen und Herren, es gibt sie wirklich. Machen Sie sich bereit für die Frau mit dem Mega-Giganto-Riesenhals. Wir sollten Eintrittsgeld für dich verlangen. Und schon sieht man es überall unter der Wasseroberfläche blitzen und nach tauchen 15 aufgeregte Schwertwale auf. Hey cool, das stelle ich auf Fischbuck. Sag mal hi. Hi, antwortet Nabulungi zähneknirschend. Ey, die Giraffe kann sprechen. Voll krass, oder? Dakia schiebt sich nach vorne. Hi, Jungs. Alter, voll die Antipope. Antilope, Mann. Hast du bei Homeschooling nicht aufgepasst oder was? Korrigiert ihn sein Kumpel. Aufgeregt gucken immer mehr Schwertwale aus dem Wasser. Erstens bin ich eine Gazelle. Und zweitens, wir brauchen dringend eure Hilfe. Sarabi sieht ihre Chance und nähert sich langsam der Reling. Wenn ihr uns helft, zeigen wir euch eine echte Leopardin. Ta-ta! Und schon stellt sie sich voll Stolz in Pose. Hä? Voll die Stummelbeine. Das ist ein Leopard, oder wie?
da hat Frau Dr. Blubber voll gelogen. Aber ich habe ein scharfes Gebiss. Versucht Sarabi, die Situation zu retten. Doch Dakia schmiedet weiter an ihrem Plan. Wir müssen dringend nach Europa. Könntet ihr nicht das Schiff ein bisschen anschieben? Ihr seid doch starke Jungs, Ergänzt Bobo. Kein Problem, Mr. Wellensittich. Das hat der Hornrabe lieber überhört. Aus den Tiefen des Gefieders kommt nur noch ein beleidigtes Pah! Und dann legen die Schwertwal-Jungs auch schon los und schieben den langsamen Frachter kräftig von hinten an. Dieses Spektakel hat sich in der Unterwasserwelt schnell herumgesprochen. Denn auf einmal versammeln sich Scharen bunter Meeresbewohner, Delfine, Buntbarsche, Harlekinschrimps, Barracudas und, Sarabi freut's besonders, sogar Leopardenhaie. Alle blicken auf die schiebenden Schwertwale, die endlich ihre aufgepumpten Flossen gebrauchen können. Weil alle zusammengeholfen haben, ist der Frachter ein beachtliches Stück vorangekommen. Europa ist ein Riesenstück näher. Die Schwertwal-Jungs und geschätzt 4000 weitere Meeresbewohner winken mit den Flossen und Tentakeln, drehen sich um und schwimmen wieder zurück nach Hause. Danke, ihr seid die Besten, ruft Dakia begeistert. Doch auf einmal hören sie die Schiffscrew und müssen sich schnell verstecken. Captain Hansen, irgendwas ist hier faul. Wir sind viel zu schnell. Na, das gibt's ja gar nicht. Kapitän Hansen ist entsetzt. Wir müssen Ladung verloren haben. Zählt die Container nochmal ganz genau durch, ob wirklich alle da sind. Alles klar, Chef. 2, 4, 6, 8. Dakia, Nabulungi, Bobo und Sarabi versuchen möglichst unsichtbar zu sein. Mal auf, mal unter, mal hinter den Containern. Durch das schnelle Anschubsen des Frachters ist alles ganz nass und glatt geworden. Während sie blitzschnell zwischen den Verstecken herumhuschen, rutschen sie immer wieder aus.
Kapitän Hansen, es sind alle Container da. Na zum Glück. Am wichtigsten ist der mit den teuren, seltenen Vögeln, die wir in Europa verkaufen wollen. Wenn die weg sind, dann gibt's mächtig Ärger. Die Crew verschwindet in Richtung Kapitänsbrücke und Sarabi arbeitet sich langsam unter einem aufgerollten Tau hervor, das bis eben ihr Versteck war. Tante? Bist du's? Tante Muskuri! Ich wusste doch, dass du an Bord bist. Komm unter dem Container hervor. Doch als sie nach oben blickt, hüpft auf einer Metallstrebe unter dem Schiffsdach aufgeregt ein Kuckuck hin und her. Wo kommst du denn her? Por la tarde desde la carretera que sube, mira una vez más atrás. Wie bitte? Ich bin José Iglesias Maradona, ein argentinischer Kuckuck. Und ich weiß, dass du die Richtige bist. Ha! Ha! Exakt. Ich hatte noch nie einen Freund und ich denke nicht, dass das heute zeitlich... Ich meine nicht sowas. Ich meine, um diese verdammte Kiste zu öffnen. Welche Kiste? Meine Freunde sind da eingeschlossen und ich habe vor ihnen geortet, du hast ein scharfes Gebiss. Das brauche ich. Ja, mein scharfes Gebiss. Das ist natürlich zurzeit etwas aus der... Du schaffst das! Damit ich die Matrosen im Blick behalte, lotse ich dich von hier oben zum richtigen Container. Wenn ich Kuckuck rufe, klingt das so. Dann musst du nach links oder nach rechts. Das kannst du dir aussuchen. Alles klar? Nein. Also gut, dann los. Sarabi steht vor einem Container mit Leopardenmuster und dem Aufdruck: Achtung, lebende Tiere. José Iglesias Maradona landet auf dem Dach und führt ein Freudentänzchen auf. Gleich sind meine Freunde in Freiheit, denn wer Flügel hat, der will fliegen. Da kann ich ein Lied von singen, wirft Bobo ein und landet direkt neben den beiden. Bobo! Ruft Sarabi erleichtert, vor allem, weil sie keine Ahnung hat, wie sie die Sache mit ihrem angeblich so starken Gebiss erklären soll. Freut mich, dann sind wir schon zu dritt. Nein, zu viert, hüpft Dakia heran. Zu fünft. Schon schiebt sich ein Giraffenhals um die Ecke und Nabulungi nickt zur Begrüßung mit dem Kopf.
Muy bien, zusammen können wir es schaffen. Alle Vögel sind schon da drin. Wir wollen eigentlich zum Karneval der Tiere nach Paderborn, unterbricht der Hornrabe blitzschnell. Jeder wie er mag, aber erstmal müssen wir das Schloss vor dem Container öffnen. Meine letzte Hoffnung sind die scharfen Zähne eurer Freundin. Wenn das die letzte Hoffnung ist, können wir die Sache vergessen. Moment, Sarabi, setz dich auf meinen Kopf, halt dich gut fest und ich hebe dich hoch. Dann kannst du dir die Sache zumindest mal in Ruhe anschauen. Uppala, danke. Oh, ein Zahlenschloss. Ja, dann haben wir es ja gleich. Also 16, 14, 30, offen. Dakia und Nabulungi öffnen die eiserne Tür und 2550 Augen, also 1275 Vögel, blicken sie erleichtert an. Amigos, chicas, ihr seid frei. Sag mal, Sarabi, woher wusstest du, dass 16, 14, 30 die richtige Kombination ist, will Dakia wissen. Das ist doch Baby einfach. Der Leopard hat 16 Zähne im Oberkiefer, 14 im Unterkiefer, macht zusammen 30. Ein Standardcode, den nimmt im Grunde jeder, weil wir Leoparden äußerst beliebt sind. Liebe Pfirsichköpfchen, liebe Brillendrosseln, liebe Gelbbauchammern, liebe Haubenbartvögel, liebe Papageiensperlinge. Vielleicht könntest du die Begrüßung ein bisschen allgemeiner halten? Drängt ihn Dakia. Es sind ja ziemlich viele und die Zeit drängt. Liebe Fliegende, wir können nun eure Unterstützung gut gebrauchen. Wir haben es eilig und es wäre schön, wenn wir ein paar Taue am Bug festmachen und ihr dann daran das Schiff kräftig anzieht. Und schon wenige Minuten später ziehen alle mit vereinten Kräften flatternd und so schnell sie können an den dicken Tauen. Natürlich möglichst leise, damit Kapitän Hansen und seine schnarchenden Matrosen nicht aufwachen. Dakia erkennt am Horizont den Hafen von Nizza und ruft: Danke, ihr habt es geschafft, wir sind gleich da. Fröhlich mit den Flügeln winkend verabschiedet sich die bunte Vogelschar in alle Richtungen. Gut, dass ein Leopardensittich dabei war, sonst wäre es zeitlich dünn geworden. Denn wir Leoparden... Ganz dünnes Eis, Sarabi. Wenn Vögel in den Quatsch mit reingezogen werden, ist meine persönliche Spaßgrenze erreicht. Auf der Brücke reibt sich inzwischen Kapitän Hansen, noch im Bademantel, die verschlafenen Augen. Sag mal, das gibt's ja gar nicht. Träume ich? Oder ist das schon die südfranzösische Küste? Alle Mann an Deck, wir legen in 2 Stunden an. Ungläubig stolpern die Matrosen in Schlafanzügen zur Kapitänsbrücke. 2 Stunden? Hat der Alte jetzt eine Delle in der Glocke? Na servus, das gibt's ja gar nicht. Die Küsten, ich glaub mit Ritterpferdl. Sie trauen ihren Augen nicht.
Völlig übermüdet bereiten sie die langen Taue zum Anlegen vor. Dabei stolpern sie etwas planlos durcheinander. Das Schiff legt an und Kapitän Hansen strahlt in fröhlicher Miene in Richtung Mannschaft. Leute, es könnte nicht schöner sein. Wir sind früher in Nizza und ich habe noch eine gute Nachricht für euch. Im Maritimen Museum kann man Meeresfossilien und Gesteinsproben aus allen Regionen des Mittelmeers bestaunen. Da versteht man endlich mal die komplexen Vorgänge der Biologie, der Geologie und der Physiologie. Mit versteinerten Blicken kann auch die Mannschaft ihr Glück kaum fassen. Freunde, ich zahle das Gruppenticket, verkündet Kapitän Hansen und ist kurz darauf im Museum in seinem Element. Wusstet ihr eigentlich, wie sich Siliziumverbindungen einpegeln können? Und während seine übermüdete Mannschaft zu den begeisterten Ausführungen nach und nach im Reich der Träume versinkt, bildet sie sich plötzlich ein, dass die Fossilien in den Vitrinen anfangen, rhythmisch zu zucken. Unsere 4 Freunde suchen unterdessen am Hafen verzweifelt Dakias Tante, den Riesenschwan. Sie wollen ja schließlich nach Paris weiterreisen. Diese Tante gibt es bestimmt so wenig wie Sarabis Tante, meint Bobo, der sich ein bisschen unwohl fühlt bei dem Gedanken, nicht mehr das wichtigste Federvieh in der Gruppe zu sein. Guckt mal da, der riesige Schnabel, bemerkt Nabulungi. Das ist doch ein Kran, antwortet Dakia. Ach, und der Kran hat Augen und kann schwimmen? Jetzt sieht es auch Dakia, dass unter dem Kran tatsächlich ein prächtiger Schwan elegant in Richtung Uferpromenade schwimmt. Das ist sie. Tante Elikia, hier bin ich, hier. Meine Tante war schon vor 30 Jahren ein berühmter Schwan. Ja, ich erinnere mich an die Fotos in den Leoparden-Leggings. Sie war 2-mal Gefiederte des Jahres. Reiche Kraniche lagen ihr zu Füßen und haben ihr Luxusnester in Bestlage gebaut. Und auch wenn in den Klatschblättern hin und wieder darüber gerätselt wurde, hat sie sich nie
beim Schönheitsstorch den Schnabel aufpolieren lassen. Meine Tante ist immer sich selbst treu geblieben. Ein stolzer, selbstbewusster Schwan. Dakia, aufwachen! Du musst zur Schule! Dakia blinzelt verschlafen in den Morgen und wundert sich über 2 lange weiße Schwanenhälse. Wo bin ich? Und wo ist Tante Elikia? Du bist da, wo du um diese Zeit nicht mehr sein solltest. Du hast schön verpennt, Fräulein, hört sie ihre Mutter und sieht nun deutlich, dass die 2 Schwanenhälse 2 weiße Handtücher sind, die sich ihre Mutter um die Hörner geschlungen hatte. Und der Karneval? Den kannst du gleich erleben, wenn du nicht aufstehst. Schrubb dir die Hörner und dann ab in die Schule. Und erst als vor dem Haus Nabulungi wartet, so wie jeden Morgen, wird ihr klar, dass die ganze Reise nur ein Traum war. Nabulungi, du glaubst nicht, was ich geträumt habe. Wir wollten zum Karneval nach Paris und Sarabi hat auf dem Schiff alle Vögel befreit und 15 Schwertwaljungs wollten ein Date mit dir. Red keinen Käse, was soll ich denn mit einem Schwertwal? Die riechen bestimmt nach Fisch. Und glaubst du, ich kriege meinen langen Hals in einen Taucheranzug reingequetscht?
Und der Elefant im Wald, der hat gesagt, im Dunkeln muss man laut sein. Prima, dann kennt der bestimmt meinen Vater, so laut wie der jede Nacht schnarcht. Du musst mir versprechen, wenn wir mal mit der Schule fertig sind, dann fahren wir nach Europa zum Karneval der Tiere in Paris. Ja? Dieser Gedanke begleitete Dakia noch eine ganze Weile. Und sie hatte bis in die Hörnerspitzen noch tagelang so ein kribbeliges Abenteuergefühl.